Neue Woche, neue Energie und somit herzlich willkommen. Ich bin Madame Mystik und nehme dich in eine Mystic Week. Kollektiver Impuls mit. Fühl rein, was für dich stimmig ist. Nimm raus, was mit dir resoniert. Falls du dich nicht angesprochen fühlst, ist das nicht so wild, dann bist du vielleicht beim nächsten Mal dabei. Auch heute wieder mit dem Mystik-Orakel. Und die Karten, die fliegen schon. Das ist schon wunderbar. Und wir schauen gerade mal. Und eine will natürlich ab. Die will sich, was wir ja immer wissen, aha, da will man etwas unter den Teppich kehren. Und lustigerweise ist es etwas, oder eine Karte, die schon die letzte Woche, oder diese Woche besser gesagt, die letzte Woche unter den Tisch gefallen ist. Genau. Also, Impuls für diese Woche, für die kommende Woche, diese Woche, wenn du so immer anschaust. Übertitel ist für all die endlich das Hindernis hinter sich lassen und wenn ankommen. Hinter sich lassen, ankommen. Weil das ist genau die Karte, die hat wollte, also ist auf den Stuhl geflogen, aber eigentlich hat er unter den Tisch. Wir haben immer noch ein bisschen Mühe mit dem Thema, aber jetzt kommt das andere, das Hindernis, haben wir schon letzte Woche gehabt. Aber da kommt ganz ein neuer Wind auf. Da sind wir in den Gedanken. In die Ankunft, die Maske, die Freundschaft. Man weiss, man will endlich ankommen. Damit man ankommen kann, muss man Ballast abwerfen. Sonst versauft das Lebensboot. Und es ist dir mehr als bewusst. Und das hat damit zu tun, dass man die Masken endlich fallen lässt. Man weiss es. Jetzt ist die grosse Frage, macht man es auch? Sich so zu zeigen, wie man ist. Nicht mehr einfach eine Figur, eine Schachfigur, auf einem Lebensspielbrett, vielleicht von sich selber, von anderen, umgeschupft zu werden, so zu sein, wie es gerne andere von einem hätten, das zu sagen, was andere gerne von dir hören. Nein, das ist dir bewusst. Es ist dir bewusst, um wirklich in eine neue Energie zu gehen. Und das ist super. Mit all deinen Anteilen Hand in Hand einfach einmal das Leben laufen. Jetzt ist aber die grosse Frage. Man weiss es. Man weiss es. Das heisst noch lange nicht, dass man es tut. Die Frage ist, wie sieht es denn emotional aus? Wir haben die Liebe, wir haben die Intuition und wir haben das Loslassen. Die Woche könnte ein bisschen intensiv werden. Aber keine Angst, nicht in Form von «Oh Gott», sondern es kommt halt immer darauf an, was du daraus machst. Aber es wird emotional. Sich selber zu spüren. Seine Fühler, seine sensitiven Superkräfte wieder aktivieren, auch die wieder wahrzunehmen. Und vor allem, den Ballast loszulassen. Loslassen und einfach voranschreiten. Wirklich schön. Aber es ist wichtig, dass du dir das wert bist und das auch annimmst. Wenn einmal irgendwo ein Impuls kommt, und ich meine, ein Impuls in unserer sensitiven Superkräfte kann vielfältig sein. Ein Lied, das 5-mal am Tag kommt, und ich meine jetzt nicht gerade eins, das gerade aktuell im Radio läuft, das sowieso in den Charts ist. Es kann zum Beispiel spannende Begegnungen sein. Es kann Tiere sein, die sich zeigen. Ich meine, wenn sich 3 oder 4 Mal am Tag ein Fischreiher zeigt, würde ich vielleicht einmal
nachschauen, was der eigentlich so zu sagen hat. Das kann aber auch deine innere Wahrnehmung sein. Bilder empfangen, Gefühle empfangen und so weiter und so fort. Das wird die Woche sehr intensiv und das ist gut so, weil es zeigt dir, wo man loslassen kann. Und da ja du bereit bist, Masken abzuziehen, da bereit bist, Ballast abzuwerfen auf dein Lebensboot, wird dir das auch gelingen. Wenn du den Zeichen folgst, wenn du liebevoll in dem Prozess bist. In Liebe. In Liebe. Ganz wichtig. Für die zum Beispiel im Thema Partnerschaft Loslassthemen haben, ganz eine gute Woche, um auch dort emotional loszulassen. Die vielleicht in Verbindungen sind, in Emotionale, wo sie schon lange kappen wollen, vielleicht der Mut fehlt, nicht wissen, wie umgehen. Folge den Zeichen, sei liebevoll in dem Prozess. Nicht aggressiv und, ich sage jetzt, rational mit dem Grind durch die Wand, sondern intuitiv. Intuitiv. Lass dich führen. Alles immer in der Energie von der Nächstenliebe. Auch zu der Liebe zu dir selber. Was ist denn im Fundament? Auf was baut es sich auf? Wie zeigt sich denn der Weg? Was ist denn da? Was für Energien sind zur Verfügung? So, haben wir es. Eine wunderschöne Karte. Nehmen wir die Emotionen. Die Reise und die Schatzkiste. Und die letzten Impulse gehört haben, wissen, dass die Schatzkiste ein ganz grosses Thema war. Die Schatzkiste ist die Finanzkarte. Finanzen, selbsterklärend, Geld, Cashflow, aber auch der Selbstwert und die Fülle. Wenn du bereit bist, dich deinen Emotionen hinzugeben, nicht rational, sondern Emotionen und in absoluter Liebe in den Prozess hineingehst, nicht aus Hass auf Frust und der hat und die und das ist nicht gut im Aussen, sondern was hat das, zack, Finger auf dich, was hat das mit mir zu tun? Dann kannst du den sicheren Hafen einfahren zu dieser Schatzkiste. Die Woche ist ganz, ganz spannend. Es kann mal für die einen oder andere ein Höchst und ein Tief geben betreffend Emotionen. Weil wenn wir uns unseren Emotionen hingeben, auch wenn wir auf die Intuition hören, kann es mal ein bisschen schütteln und ein bisschen rütteln. Das macht ja das Menschsein ja auch so individuell. Weil es fernab von der Festplatte ist, wo wir alle fast gleich programmiert werden. Wenn du dich dort hingeben kannst, und auch wenn es mal ein bisschen schüttelt oder so, bleib am Ball, bleib in dem Prozess, weil genau das bringt dich in die Reise von dieser Fülle, von dieser Erfüllung. Was ist denn Fülle oder Reichtum? Wie ich es schon letzte Woche gesagt habe, Reichtum oder die Erfüllung ist halt individuell. Ich meine, du kannst ein paar Millionen auf dem Bankkonto haben und dich überhaupt nicht reich fühlen. Du kannst im Wald leben, Selbstversorger sein und fühlst dich absolut reich im Minimalismus. Sinniere auch mal darüber, was heisst für dich eigentlich Erfüllung? Weil wir Menschen haben oftmals das Problem, dass wir etwas hinten nachjagen, wo wir das Gefühl haben, es ist ja absolute Erfüllung. Wirklich? Ist es die Erfüllung? Vielleicht ist es schön und vielleicht ist es eine Erleichterung und vielleicht ist es wow. Aber es ist wie bei vielen Sachen, wie bei den Kleinkindern. Sie finden das Spielzeug, das sie haben, das ist es. Das ist meine Erfüllung. Sie spielen 3-mal und dann würfen sie in die Ecke. Was erfüllt dich wirklich? Wenn wir wissen, was unsere Erfüllung ist, dann können wir sie auch erkennen, wenn sie vor unserer Nase steht. Weil sonst sind wir meistens abgelenkt, um irgendetwas hinten nachjagen, wo uns der Kopf sagt, ist unsere Erfüllung. Das ist unser Reichtum. Sinniere wirklich darüber. Auch ganz wichtig, die kleinen Dinge zu schätzen.
Weil wenn man kleine Sachen nicht schätzen kann, wieso sollte denn die grosse Schatzkiste sich öffnen, wenn man ja schon das Kleine nicht sieht und nicht Freude darüber hat? Zum Abschluss noch eine kleine Botschaft. Die Gesundheit und die Unklarheiten. Immer wenn du einen Moment hast in dieser Woche, wo du findest, ich habe keine Ahnung, ich weiss nicht, und vor allem, was du die Mystik erzählt hast, komme ich auch gerade mal hinten und vorne nicht raus. Du musst ja nicht rauskommen. Du musst nur fühlen. Das ist eine Woche der Emotion. Mal hören, was zwickt und drückt. Sich nicht ablenken, mal reinfühlen, Raum geben, dass überhaupt die Emotionen mal Platz haben. Vor allem für die das Gefühl haben, ich bin so abgestumpft, ich fühle doch gar nicht. Weil sie mehr oder weniger nur rational unterwegs sind. Nimm dir Zeit für dich. Der Baum steht auch für den Körper. Mal erden, verwurzeln, nicht immer ablenken, nicht immer nur in niederschwingenden Frequenzen unterwegs sein, mit stundenlang am Handy hängen, scrollen, Spiele spielen auf dem Handy, sondern einfach einmal sein. Und für die jetzt vielleicht denken, das kann ich nicht. Ich kann das nicht, ich will das nicht. Ich muss mich irgendwie ablenken, weil sonst verrupft es mich, aber vielleicht braucht es genau das. Dass einmal endlich ein Ventil kann geöffnet werden. Und für die es wissen und sagen, als Rechtfertigung, ich weiss es ja, aber eben. Wissen ist nicht Macht. Ja, wenn es weisst und nicht veränderst, wem veränderst du es denn? Jeder Moment ist der Zeitpunkt, um es zu verändern. Das andere ist einfach eine Ausrede. Darum nicht ablenken, Me-Time, abschnaufen, mal erden, ja, mal ein bisschen barfuß raus. Und es geht nicht darum, dass man stundenlang draussen irgendwie rumpurzelt im Wald oder so. Überhaupt nicht. Lieber eine Minute bewusst als eine Stunde unbewusst irgendwo unterwegs und Me-Time machen. Also erde dich gut. Immer gut erden, gut schnaufen, viel Wasser trinken. Und vergiss nicht, der Baum, der ist oben angeknüpft. Auch mit seinen Ästen sind ganz, ganz viele, sage jetzt einmal, Empfangssender. Wenn du den Menschen anschaust, ist es nichts anderes. Es ist wie mit dem Ohr. Mit Empfangen. Es sind ja auch viele Fühler. Also, fühle. Nicht nur emotional, sondern fühle. Und dann kann Grossartiges geschehen. Du selber kannst dich dorthin bringen. Niemand anders, niemand kann den Weg für dich gehen. Niemand kann für dich fühlen, nur du für sich selber. Und somit wünsche ich dir eine ganz gute Woche. Bleib bei dir. Me-Time. Achtsamkeit, bewusst. Lass Gefühl zu. Und dann bin ich ja gespannt, ob ich in den Kommentaren lesen kann, ob beim einen oder bei der anderen die Schatzkiste sich auftut. Und somit gute Zeit und bis bald.